Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Heute haben wir einen Gast, der ist als Schauspieler tätig, der hat ein Restaurant in Malanz, der hat einen wahnsinnig schönen Bartwuchs, wenn ich sehe. Und ja, ist immer überall ein bisschen Klostersmusik, macht er dieses Jahr auch etwas, ist Schauspieler, hat einmal in einer Serie in Deutschland mitgespielt. Ja, eine sehr spannende Persönlichkeit. Nick Schmid, schön bist du da. Danke vielmals, schön, dass ich da sein. Hast du Zeit gefunden? Ich glaube, ich habe noch etwas vergessen. Bei der Postremise bist du auch noch irgendwie Da bin ich im Leitungsteam von der künstlerischer Leiter oder so. Ja, wir sind ein Vierer-Leitungsteam. Genau. Jetzt komme ich gerade von dort. Ich muss etwas einrichten für eine Schule und plötzlich ist es mehr geworden. Und am Schluss steht die ganze Band dort, wo wir müssen irgendwie probieren. Ist das ein Verein geführt, eine Art, die Postremise? Postremise ist ein Verein, genau, der Verein Postremise. Ja. Und wir haben einen recht schlanken Vorstand. Es ist das 5. im Vorstand, das 5., 6. im Vorstand und das 4. ist im Leitungsteam. So, genau. Und du hast gedacht, wenn du immer wieder einmal in irgendwelchen Stück mitspielst, ist noch gäbig, wenn du hinterher das Lokal hast. Oder wie bist du in das hineingerutscht? Es ist nicht ganz falsch. Es hat sich natürlich ein bisschen ergeben, wie sich vieles so ergibt. Aber ich habe tatsächlich mit dem Manfred Ferrari, das ist ein Regisseur und der Begründer von der Postremise, wie sie jetzt ist, dürfen ein paar Stück machen und so nach der 2., 3. Zusammenarbeit hat er so gefragt, ob ich mich jetzt nachher ins Haus begeben will. Sie suchen die eigentlich noch Leute, die auch mitschaffen dort. Und dann habe ich angefangen dort einsteigen und so nach einem Jahr einschaffen oder ein bisschen schauen, so habe ich dann einfach wirken und habe vor allem im Foyer betätigt mit der Bar aufbauen und die Jazzbühne, die wir drin haben und so. Das sind so ein bisschen die Bereiche, wo ich vor allem mitgeprägt habe. So. Mhm. Und du hast gefunden, es funktioniert in Chur so gut, komm, machen wir jetzt mal auch etwas, oder? Ja, genau. So, genau. Also, am Nick Schmid seine Geschichte sehr einfach abgebrochen. Genau. Nein, wie ist denn das entstanden? Das Projekt in Malanz ist ja gut, also die mittellange Version ist ich kandidiert während der Corona-Zeit habe ich kandidiert für den Gemeinderat in Malanz, weil ich dort nicht so viel zu tun habe mit meinen anderen Berufen oder mit der Schauspielerei. Da habe ich irgendwie gefunden, es hat sich so nach einer guten Erholung auch von dem ganzen Hustle so ein bisschen, mir das eigentlich ganz gut getan, der Lockdown, um es mal so sagen. Und dann irgendwann war es gut gewesen, und dann hat es wie so die Energie gegeben, um mich ein bisschen engagieren in der Gemeinde, wo ich lebe. So habe ich kandidiert, ich bin dann nicht gewählt worden, das hat dann nicht gelangt, das ist aber auch völlig in Ordnung. Das wiederum hat aber dazu geführt, dass ein Bauherr und Hausbesitzer auf mich aufmerksam geworden ist, wo das Projekt vorhat von der Kaffee-Wein-Bar mit lokalen Produkten und so weiter, und hat mich mal angehauen, ob ich ihm helfen könnte, das Kulturprogramm zusammenzustellen, und übrigens suche ich auch noch einen Betriebsleiter. Und dann habe ich gefunden, treffen wir uns, mir interessiert beides. Und so hat es angefangen eigentlich. Und dann habe ich das Team um mich geschaut und können Leute dafür gewinnen. Und jetzt, 2,5 Jahre später, es ist alles ein bisschen komplizierte Geschichte, eben, es gibt eine Einsprache im Originalprojekt und dort arbeiten wir aber dran. Und da gibt es jetzt eine Pop-up-Lösung im Malanzer Rathaus, wo frisch umgebaut worden ist. Und so haben wir anfangen und können jetzt schön dazu beitragen, den Dorfplatz zu beleben. Mhm. Aber eben, es ist nicht Pop-up, dass es dann jetzt nur über den Sommer ist, sondern das sollte eigentlich bleiben. Genau, Pop-up heisst eigentlich tatsächlich, weil wir das Temporäre ein bisschen betonen, dass wir nicht für immer dort sind, sondern dass das andere Projekt eigentlich das ist, was wir anstreben. Darum heisst es noch Pop-up. Aber wir sind ein Betrieb, der von Mittwoch bis Sonntag offen hat und läuft. Und so. Genau. Ist das so ein bisschen dein Hauptjob jetzt geworden, so ein bisschen? Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig zu sagen, was mein Hauptjob ist. Das ist so ein bisschen jonglieren mit Stunden und Minuten. Ja, im Moment ist es ein bisschen crazy, wenn ich ehrlich bin. Aber es war ja wie logisch gewesen. Wir haben vor einem Monat jetzt eröffnet. Und plötzlich musste es schnell gehen. So lange hat es jetzt ausgesehen, als können wir es gar nicht machen. Dann hat es plötzlich im Januar, Ende Januar geheißen, im Mai ist dann so weit. Und so, und dann fast an Arbeiten. Und ich habe natürlich aber schon Aufträge parallel in dieser Zeit, wo ich dann nicht mehr einfach absagen kann. Und auch ich will.
Und darum ist es ein bisschen eine Doppelkiste im Moment. Und jetzt fällt sich so auf den Sommer ein bisschen auch in die Flechten. Und das freut mich auch, aber es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt auch wahnsinnig Auftrieb, wenn du so im Schuss bist. Ja, ist doch einfach cool, dass es auch funktioniert, wenn es einmal läuft, oder? Genau. Dann macht es nicht wenig Sinn, zum Päuseli machen, oder? Ja, richtig. Die freuen mich dann schon auch wieder. Ja. Aber jetzt geht ist sie nicht. Aber was soll es denn? Soll es so ein Restaurant geben, eigentlich so Dorfbeiz oder was? Wenn es dann einmal wirklich fertig ist an dem Standort, wo ihr sein wollt, was soll es denn geben? Ja, im Prinzip machen wir das meiste von dem schon jetzt, was wir dort auch wollen machen. Wir sind in erster Linie ein Café und eine Weinbar. Das heisst, wir haben eine tolle Kaffeemaschine, behaupten einen sehr guten Kaffee zu haben. Nein, immer auch. Und machen die ganze Kiste, Cappuccino, Latte, Macchiato, Bim Bam Bum, alles was dazugehört. Küchen werden vorbeigebracht und so weiter. Wir schaffen eine kleine Mittagskarte, die kommt Schritt für Schritt. Dann haben wir am Nachmittag natürlich Aperitivgeschichten und so weiter. Und was uns noch ein bisschen auszeichnet, ist, wir haben jetzt schon 40 verschiedene Weine im Sortiment und sind alles Malanzer. Also wir haben eigentlich fast die ganze Palette, die Malanz so zu bieten hat. Ja, wenn man es natürlich gerade zum Hahn auslaufen kann, oder? Ja. Ist bei euch so, oder? Nee. Ja, so, Hahn. plus, minus. man könnte die Schläuche verlegen, rein theoretisch, oder? So. Im Moment haben wir es noch in Flaschen. Ja. 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 Nein, das macht, also weißt, zum ein bisschen schwärmen, es macht schon Freude. Es macht wirklich Freude, weil, also am meisten Freude macht, dass wir merken, dass wir etwas verändern in dem Dorf. Dass die Piazza, der Dorfplatz plötzlich belebt wird. Und dass Leute kommen und Leute unterhalten sich miteinander, wir kriegen Feedbacks. Hey, man redet wieder miteinander, man trifft sich und so. Früher hast du nur zugewunken auf der Straße, aber hast eigentlich müssen etwas anderes machen. Und jetzt kommt man dort hin und höckelt zusammen. Das ist wirklich lässig. Für die BewohnerInnen von Malanz, aber es kommen auch viele Tagesgäste und Wanderer und so vorbei, die bei uns einkehren. Es ist nicht nur noch der Freitagstreff, oder? Jetzt ist es fast jeden Tag so. Es ist eine Art ein bisschen so. Klar, den Freitagstreff gibt es nach wie vor, das ist auch super. Und wir profitieren gegenseitig voneinander. Und das ist mega lässig. Ja, aber es ist schon, also der soziale Aspekt ist schon der mir am meisten freut am Ganzen. Und dann macht es aber auch Spass, mit den Winzern enger in Kontakt zu kommen und Produzenten von Malanz nochmal anders kennenzulernen. Und so. Es ist schon, ja, es macht Freude. Ist im späteren Schritt auch so ein bisschen eure Absicht, so ein Kulturlokal dazu zu machen? Also an dem Standort, wie heisst denn der Standort, wo ihr wollt überhaupt? Oder darfst du das nicht sagen? Das darf ich ist da so nein. Anwälte, da musst du schnell weglosen? Ja, oder? Nein. Das schaut jetzt gar nicht. Ja. Nein, also der jetzige Standort ist Dorfplatz 8 und nachher ist es, die Adresse weiss ich zwar noch gar nicht, aber es ist auch am Dorfplatz, das ist ja wirklich eigentlich 30 Meter nebendran nachher. Okay. So, das ist und wegen der Kultur. Ja, wir haben schon angefangen. Wir haben zur Eröffnung das Jazz-Trio gehabt, das so im Hintergrund gespielt hat, so Jazz-Brunch-mässig. Dann haben wir ein Cello-Solo-Konzert gehabt, im Café und jetzt kommt die Impro-Theatergruppe von Malanz und macht das Benefits für uns. Und cool. Dann geht es weiter und im Herbst werden die nächsten Dorfplatzkonzerte sicher kommen. So ein bisschen wie der Greco im Gässli machen die jetzt das so... Ja, der Greco muss jetzt mal endlich besuchen, um über die Schulter zu schauen, wenn er das macht. Man hört, also ich bin leider noch nie gewesen, aber ich höre viel wahnsinnig Gutes über wie er das macht. So. Ja, er legt auch extrem viel Wert, also einfach, dass irgendwie, glaube die Lebensmittel sehr gut sind. Nicht so lokal, oder? Er hat natürlich noch die Italo-Connection, oder? Das ist halt ein bisschen, aber ja. Ja, das ist so dein Hauptprojekt, oder? Was hast du sonst noch so den Sommer ob? Der Sommer? Also in der Regel spielst du ja immer so 1, 2 Freilichttheater und so. Bei den Freilichtspielen, dort bin ich nach wie vor Präsident von dem Verein. Das habe ich auch noch vergessen, das ist ja auch noch... Genau, das habe ich gesagt, aber ist alles gut. Wie viele Stunden hat dein Tag so? So im Schnitt ein bisschen mehr als schon 8, 29 wird das schon haben. Okay.
Ja. Nein, eben Prellspiel spielen das Jahr auch, machen das Stück zusammen mit der reformierten Kirche zum Reformationsjubiläum. Da hat der Felix Benesch ein ganz spannendes, unterhaltsames Stück gespielt, das sich damit auseinandersetzt. Wie kann man das überhaupt noch erzählen? Wie kann man ein Historienspiel machen heutzutage? Es gibt wie eine Theatertruppe, die sich dann zerstreitet während der Aufführung, finde das kannst du so nicht zeigen. Und ja, dann mach doch vor, wie du willst und so weiter und so. Das ist so. Das ist ja voll woke inzwischen. Voll woke, ja, natürlich. Und dann gibt es aber auch, natürlich beleuchtet man auch die historischen Tatsachen und muss viel erfinden, aber auch, weil über den Commander sein Privatleben ist nicht so viel berichtet worden. Seine Predigten sind durchaus erhalten, aber das so. Das ist das Projekt. Dort bin ich aber recht im Hintergrund das Jahr. Aber mitspielen tust du? Nein, das Jahr nicht. Auch nicht. Nein, Ja. nein, das habe ich mir wie so, als ich das Präsidium übernommen habe, 16 oder 17, 18 wahrscheinlich, 18, habe ich wie gefunden, ursprünglich habe ich gesagt, ich will gar nicht mitspielen, solange ich im Vorstand bin. Das habe ich dann aber gerade schon wieder nicht eingehalten. Im 21. habe ich ja dann den Caminada spielen bei Chur 1947. Das allerdings aber auch, weil ich angefragt worden bin vom Regisseur. Ich fand, solltest du spielen? Ja. Und ich fand, okay, ja gut, voilà. Schon auch noch 1, 2 gute haben? Nein, nein, gut. Ja. Und jetzt habe ich aber wie das Jahr wie so gefunden, es wäre gar nicht möglich gewesen, jetzt auch noch wirklich einzutauchen und zu spielen. Und darum begleite ich es aus dem Hintergrund eigentlich. Und Es ist schon noch eine intensive Geschichte, so auch mit Textlernen und allem drum und dran, nehme ich an, oder? Ja. Oder kriegt man das als Schauspieler mit der Zeit, nimmt man das einfach so mit, dass das ist eine Woche lang Text los ist und sie nachher kannst, oder wie? Ich würde sagen, jeder hat so ein bisschen die Techniken, wo es am besten funktioniert. Es gibt verschiedene Lerntypen auch. Und dann kommt es noch auf den Text drauf an. Finde ich extrem. Es gibt Texte, wo du das Gefühl hast, die kannst du nach 3 Mal lesen halber. Und andere, wo du fast wirklich nicht in die Birne kriegst. So. Und dort musst am Schluss ist das leider einfach eine Fleissarbeit, um die Texte auswendig zu lernen. Ich mache es immer gleich. Ich habe einen Notenständer, auf dem ist der Text, möglichst auch ein bisschen grösser Ausdruck, dass ich ein bisschen Abstand kann haben, und dann laufe ich meine Kreisle und probiere den Satz halt auswendig zu sagen in der Zeit, wo ich hin bin, und dann sehe ich ihn wieder und so weiter. So. Und dann siehst du, dort könnte man noch Beiz eröffnen, Ja, genau. dort ist noch das Präsidium frei. Und so. Scheisse, eigentlich sollte der Text, oder? Ja, mein ADHS spielt mir da natürlich voll rein. Nein, ich habe ein bisschen gelernt zu Paketschnüren. So. Aber grundsätzlich trifft es schon ein bisschen. Mein Problem oder auch mein Geschenk ist, mich interessiert so viel. Und dann, dann bin ich manchmal kaum aufzuhalten von mir. So, manchmal ist das auch ein bisschen too much. Aber zum Teil kommt auch gutes Zeug dabei raus. So, genau. Du bist ja so eigentlich ein studierter Schauspieler, also wirklich ein Profi. Wie beobachtest du das? Es gibt in praktisch jedem Dörfli gibt's irgendwie so ein Dorftheater. Ja. Gehst du das jeweils auch anschauen oder findest du, ja, es ist ein bisschen nicht so dein Niveau? Oder? Nein. Oder interessiert es dich überhaupt noch, wenn du selber so die ganze Zeit damit zu tun hast? Ich probiere dir eine differenzierte Antwort zu geben. Ja, das ist natürlich. Erstens, ich finde es super und wahnsinnig wichtig, dass es all die Theatergruppen gibt. Das ist toll. Das ist ein Teil von unserem Kulturschaffen und es ist so einfach und niederschwellig, um die Kultur so zu machen. Eben, weil es die Hemmschwelle nicht gibt, dass du musst Profi sein musst. Und oft sind auch, nicht immer, aber oft sind auch die Stoffe für die Zuschauer dann nicht die kompliziertesten, sagen wir es mal so. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man die Basis ist toll. So ein bisschen etwas für alle, oder? Ja, und aber auch, es gibt so ein Grundkulturverständnis, das wir in unseren Häusern manchmal wirklich nicht hinkriegen. Und darum ist das wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig. Ich persönlich, darf ich glaube auch sagen, ich gehe schon manchmal Sachen schauen, relativ selten. Es hat auch ein bisschen mit meinem Zeitmanagement zu tun. Und ich habe ja auch noch eine Familie, die dann auch Freude hat. Stimmt, das ist ja by the way. Ja? Genau. So, ja. Und dann, das gebe ich schon auch zu, ich kann nicht immer
ganz abstellen, sozusagen. Also weißt, es tickt dann immer der kleine Dramaturg mit oder irgendwie und findest, da hätte man können, das wäre jetzt ja, nein, aber man könnte auch ein bisschen anschließen, also ich kann das wenig ganz ablegen, dass ich dann eigentlich konstant in so eine meinen inneren Coach für holen, sozusagen, und Lust hätte, zum schnell, nicht gerade an dem Abend führen, aber man hat gedacht, da könnte man noch. Und so. Und das ist dann wie fast Schaffen. Und so. Und darum, ja, gehe ich auch nicht so viel. Aber zwischendurch finde ich es auch toll und ich freue mich. Und jetzt aber auch, weißt, bei den Freilichtspielen haben wir ja so eine sehr schöne, durchmischte Truppe und dort ist das Zusammenspiel von Profis und Laien wird ja seit 40 Jahren zelebriert und vorangetrieben und das ist super. Und da sieht man es immer wieder, wie sich das gegenseitig kann befruchten. Und das finde ich grossartig. Und das mache ich auch mega gerne. Ich finde es eben, also ist noch lustig, jetzt das Theater Jenins, ist ja auch ziemlich in der Nähe bei dir. Ja. Die finde ich, machen es extrem gut. Dort ist habe ich das Stück geschaut dieses Jahr, oder war das letztes Jahr? Mit René Schnotz. Er hat inszeniert, ich habe es leider nicht gesehen. Genau. Ja. Und dort habe ich wirklich sagen, also bin ich wirklich überrascht gewesen, was so ein Profi aus Laien rausholen kann, oder? Das ist es eben genau das, was es macht. Weißt, es sind nur so kleine Schöpfchen, die ganz anders machen. Genau, das ist eben cool. Ja. Und das ist auch eine schöne Aufgabe. Und das Wichtigste bei dieser Sache ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und miteinander schafft. Ich meine, das ist ja auch bei den Freilichtspielen zum Beispiel immer, ich habe ja genau die gleichen Herausforderungen und Probleme wie jeder andere auf der Bühne, ob er das studiert hat oder nicht. Das ist auch bei mir und bei allen, bei den meisten Schauspielern, der erste Schritt auf die Bühne ist immer furchtbar und braucht wahnsinnige Überwindung. Bis man mal dort ist, bis man mal loslassen kann, Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß es nie am Anfang, wie eine Figur funktioniert. Ich kann meinen Text noch nicht ganz, ich bin noch nicht sicher, was will die Figur und so weiter. Das müssen wir ja alles herausfinden. Und das muss ich genau gleich machen wie jeder Amateur. Und das finde ich auch etwas Tolles, zum dort können, wie eben so das Abbauen, die Schwellenängste abbauen bei den Leuten. Das finde ich mir ganz genau gleich. Und den anderen auch. Und ich habe einfach vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Schublädchen trainiert. Und die Schublädchen ziehst du am Anfang und nachher machst du... Mehr Runden treten, mehr Runden treten. Und dann musst du die Schublädchen aber wieder schliessen, damit du nicht immer das Gleiche spielst. Ja. Und also wir können stundenlang das diskutieren. Das ist sehr spannend. Und jetzt, wo du die Ninzer angesprochen hast, die sind ja auch wie... Ich habe das leider eben nicht gesehen mit dem René. Ich habe Bilder gesehen von seinen Bühnenbildern mit den Projektionen und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sie machen ja einen rechten Aufwand. Die bauen ja manchmal riesige Bühnen und so. Und das ist ja super. Ich meine... Ja, und eben, es hat einfach einzelne Dinge, die einfach funktionieren. Ja. Weißt, so Parolini, das erschlägt dich fast, wie gut die spielt. Weißt, so, irgendwie. Ja. Aber ist es für dich auch immer so ein bisschen ein nostalgischer Faktor? Weil du kommst ja ursprünglich auch aus so einem Dorftheater, oder? Und hast dann gefunden, jetzt mache ich Weiterbildung, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich komme nicht direkt aus einem Dorftheater. Ja. Hast du das übersprungen? Ins Schultheater gemacht natürlich. Unter der Regie von meinem Vater damals, weil er Säcklehrer war, wo in der Schule bin, fallen das. Dann habe ich aber schon ein enges Verhältnis immer zu dem Theater, weil mein Vater hat eben die Theatergruppe Fallen das zum Beispiel mitbegründet und lange Regie gemacht dort und so. Und sind Teil dazu beitragen, dass die jetzt dort sind, das darf man schon sagen, wo sie sind, oder? Und ich selber habe aber nie dort gespielt. Ich habe mal irgendeinen Workshop mit ihnen gemacht, nach der Schauspielschule, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu streng damals. Und so. Sie haben dann nicht mehr das ist dann nur einmal, die holen wir nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. Also, dann noch ein bisschen jünger und ein bisschen... ja, bis Frau jetzt heute hättest du keine Zeit mehr. Ja. Nein, ich bin dann eben tatsächlich... meine Geschichte ist ja von dem Areza im Safiertal dann auf Chur. Und bin dort dann eigentlich bei In Situ reingerutscht. Das ist so eine avantgardistische Theatergruppe damals mit Profis und die haben dort als Kleine- und Kleinstdarsteller angefangen und haben so angefangen, bis dann habe ich das Lehrerseminar gekommen und dann
habe ich eigentlich gefunden, ja, Schauspieler wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Und dann sind die Freilichtspiele gekommen mit Romeo und Julia. Und dann hat es mir den, wie sagt man denn, den Stiefel abgezogen, sagt man nicht. Ärmel reingezogen. So sagt man es, so. den Stiefel Ja. abgezogen, wäre auch lustig, aber es ist der Ärmel reingezogen und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und Aufnahmeprüfung gemacht und so. So. Aber das Dorftheater habe ich ein bisschen ausgelassen, ja. Aber eben, es ist doch auch für dich wichtig gewesen, dass es Profis gegeben hat, die dir dort gezeigt haben, wo so, hey, da ist eigentlich noch so viel möglich, oder? Absolut. Das ist Nein, ich habe mich in dem Sommer 21 in den Beruf verliebt. Einfach im Umgang mit den Profischauspielern, wo ich gesehen habe, um was es denen geht, wie intensiv die arbeiten. Es war auch ein super Sommer dort und so. Und und die Konzentration und das Commitment, die Education, die jetzt vielleicht gar nicht so. Bist du sicher Sommer 21, hast du gesagt? Nicht? Nein, 1 natürlich. 2001, so. 21 wäre ein bisschen schnell gewesen, genau. Ja, genau. Nein, 2001. Und der Hit, den er hatte, der Erwin, und du hast auch ausgelassen, also komplett. Ja. Du machst einfach alles im Schnelldurchlauf, alles, oder? Das ist nicht alle Stationen erzählen, das sprengt das. Also eben 2001 ist das gewesen, eigentlich, wo dann der Kickstart war. Ja. Und dann bist du in dieser Serie, wann ist das gewesen? 2010. 2010, ja. Das weiß ich jetzt wieder. Ja. 2010 habe ich dort angefangen zu drehen und habe dann eine 3-jährige Pause gehabt, dann 13 und 14 nochmal gedreht. Wie kommt man in so etwas rein? Also hast du da hunderte Castings gemacht, um irgendwo reinzukommen, oder hat es sich auch so zufällig ergeben? Das ist eine Kombination. Die Geschichte ist, es gibt am Ende der Schauspielschule gibt es ein sogenanntes Intendantenvorspiel. Da haben die Schweizer Schulen, also Zürich und Bern, sich zusammen und dann geht man auf Zürich und dort seine Rollen vorspielen, die man vorbereitet hat. Und es werden IntendantInnen vom deutschsprachigen Raum eingeladen, Theaterleitungen und so weiter. Und es kommen aber auch 2-3 Caster. Oder damals, ist jetzt auch schon wieder ein Zeitchen her. Und dort ist die Casterin von RTL, also von Grund UFA, von dieser Produktionsreihe, gekommen und hat mich dort gesehen. Und dann haben sie mich eingeladen für das Casting, gerade nach der Schauspielschule, 2006. Ich bin an das Casting und dann nochmal ein Casting und ein Studio-Casting, also sprich mit dem Originalcast, einmal gespielt, ein paar Stunden Dreh, so, Test. Wir waren noch das Zweite und sie haben den anderen genommen. Und der spielt immer noch dort. So, okay. Und das ist super so. Und dann habe ich gesagt, weil ich mich natürlich angeschissen, ist klar und so, und dann irgendwann das geschaut und so, okay. Und dann, aber eben 4 Jahre später eigentlich, rufen sie an und finden, wir haben eine Rolle für dich. Ein Casting? Nein, eine Rolle. Wir haben die ja gesehen vor 4 Jahren, wir wollen die besetzen, du fährst in 2 Wochen an. Okay. Und dann bin ich dort hin und habe dann den besten Freund und nachher den besten Feind von dieser Figur gespielt, wo ich eigentlich im Casting war. Ja. So. Genau. Also ja, eigentlich eher so ein bisschen Zufall auch, oder? Also du hast, aber dann hast du bei dieser Rolle nichts mitreden können, eigentlich, oder? Mo. Also das ist wie so geschrieben, oder? Was du sagen musst und welche Richtung das es geht. Ja, die Figuren sind geschrieben und die werden laufend weiterentwickelt. Ich meine, es ist zum Teil auch ersetzt mit anderen Schauspielern. Also das finde ich ganz schlimm bei denen. Also, ich schaue GZSZ relativ lang. Mit meiner Frau oder so zwingt mich da ein bisschen dazu. Aber das ist okay. An vielen Castings für GZSZ. Und dort tun sie auch zum Teil dann, dann ist eine Figur länger weg und nachher kommt sie und alle schauen so, hä, was zum Teufel? Und du bist die und so und ja, hast die Haare verändert und so. Und ja, es ist auch eine andere Person. Also, das finde ich immer irgendwie ein bisschen wirr. Ist so, strange. Und genau so ein Wechsel hat mit meiner Figur sehr viel zu tun gehabt. Weil die eine Schauspielerin ist ausgestiegen. Ja. Und das ist in der Serie die Tochter von meinem Love Interest, oder? Ja. Und dann ist mein Love Interest als Mutter natürlich müssen trauern um die verschollene Tochter, weil die haben sie dann abstürzen lassen irgendwo im Flugzeug, oder? Weil sie nicht mehr da war. Dann war die verschollen und dann hat die arme Darstellerin monatelang trauern, sozusagen. Und dann hat es nicht mehr Platz für unsere wunderschöne zweite Frühlings-Liebesgesicht, die wir da kennen. Und dann haben sie aber etwas mit meiner Figur machen.
weil die Verträge laufen ja. Und dann haben sie mich böse gemacht. So, zuerst bin ich sehr lieb gewesen. Und dann haben sie mich böse gemacht und wenn du vorher gesagt hast, wegen Mitreden, dort haben sie mich in den Writers Room geholt, also in die Autorenschaft, es sind 10 Autoren, die die Serien schreiben, oder? Und sich das aufteilen, Produzentin und so. Da sind wir da gewesen, und dann haben sie mir das verkündet. Und ich weiss, ich bin recht hässig geworden. Das können wir nicht machen. So, die Figur ist so schön, die ist so hell und so lässig und so. Und sie haben mich so angeschaut und haben dann irgendwie so gefunden, hä? Lustig. Und haben mir dann aber gesagt, sie haben es eigentlich leise gefunden, wie ich für meine Figur kämpfe. So. Aber es hat mich wirklich genervt in dem Moment. Und nachher habe ich auch herausgefunden, dass der dunkle Charakter viel spannender ist zum Spielen und du viel mehr Möglichkeiten hast. Und dann konnte ich auch nicht die Handlungsstränge mit beeinflussen, aber ich konnte Stellung nehmen, sozusagen, aus meiner Figur raus, was jetzt die machen will. Und das war cool. Das ist dann eine sehr lässige Zusammenarbeit geworden. Also. Ja. Vermisst du es nie, irgendwie so in einer Serie zu sein? Und Also, ganz ehrlich, ich vermisse schon das Drehen. Ich habe jetzt wieder 1-2 Drehtage bei L'Ultimo Romansch, wo sie am Drehen sind, gerade die romanische Serie, die jetzt dann kommt. Jetzt habe ich dann noch für einen Kinofilm einen Drehtag und dann dort noch ein Drehtag. Was ich ein bisschen vermisse, oder mir wünschen würde, wäre so ein bisschen eine durchgehendere, grössere Rolle wieder einmal zu machen. Das ist schon toll. Weißt du, wenn du über ein Jahr oder so spinnst du dir, also setzt du dir deinen Charakter zusammen und das ist schon lässig. Das ist halt eine Figurentwicklung, oder? Genau. Wo du gewissermaßen wie wenn du sie schreiben würdest selber, oder? Ja. Also, ja. Und so in meinem jetzigen Leben hätte ich das ja wie gar keinen Platz mehr, um so fix dort zu machen. Von dem her hat sich alles ein bisschen anders entwickelt. Aber so das konzentrierte Drehen an einem tollen Film, das wäre schon... Ja, oder so Luc und Blanc oder so irgendwas, nicht? Oder auch das. Gibt es ja nicht mehr. Ja. Nein, Serien sind cool, Serien sind spannend. Also, wir haben jetzt gerade wieder Joker zum Beispiel, ist cool. L'Ultimo Romansch hat auch Potenzial, im Fall, um ein bisschen Kult werden, glaube ich. Und, die Beschatter da. Die Beschatter ist cool. Ich habe dann im Bestatter-Kinofilm ein bisschen mitspielen und coachen vor allem. Cool. Ich durfte Bündnerdeutsch coachen, den Nicht-Bündner Schauspieler. Ja. Das ist so Sache, also eben, das Feld wandelt sich ein bisschen. Ja. Aber es ist eigentlich noch mega vielseitig. Also was du hast eigentlich. Ja. Jeden Tag etwas anderes. Ja, oder immer wieder mal etwas anderes. Ja, das ist schon so. Das ist mega lässig. Manchmal ist es auch etwas anstrengend. Ja, es ist halt noch schwierig abzuschätzen, oder? Was dann in 2 Monaten ist und so. Ja. Vielleicht noch abschließend, was machst du bei Klosters Music? Yes. Dort, Klosters Music. Die eigentlich angefragt haben. Ja. und alles, jetzt haben wir alles andere besprochen, aber was machst du bei Klosters Music? Bei Klosters Music darf ich beim Karneval der Tiere, das Werk von Camille Saint-Saëns, wo eine tolle Komposition ist, wo also viele Tiere vorstellt und mit diesen Tieren auch Instrumente vorstellt und so, was sehr einen schönen Vermittlungsaspekt hat, so, um das Orchester kennenzulernen. Darum ist es ja auch ein Kinderkonzert jetzt dort. Und ich bin dort angefragt worden, ob ich den Erzähler mache. Und ich freue mich sehr über das, weil etwas vom Schönsten für mich, was ich bis jetzt machen durfte, die schönsten Momente haben eigentlich fast immer mit Musik zu tun gehabt. Und ja, aber der Hit, den er da hatte, Garten Candy Girl. Ja, oder genau, anderes Genre. Ja. So. Aber auch die Momente, wo ich mit Orchester etwas machen durfte, das ist einfach ein Klangkörper, der einfach wahnsinnig schön ist. Und du erzählst die Geschichte und was. Das ist einfach sehr, sehr schön. Mit so zusätzliche Ebene auch noch, oder? Absolut. Ist, ja. Genau. Ist das vielleicht auch so bei dir etwas, wo so Sprechrollen, hast du das noch viel? Oder auch so, dass du Hörbücher einsprichst oder so? Oder machst du nicht so viel der Vorleser? Das ist auch noch etwas. Das ist auch noch. Ja. Sollen wir ein Special machen mit dir? Nein, ist so krass. Nein, Lesungen mache ich schon auch und auch sehr gerne. Ja. Genau. Ich habe eine Zeit lang für den Philipp Gurt gelesen. Das hat Freude gemacht, die Krimis zu lesen.
Und dann hatte ich eine sehr spannende Begegnung auch mit dem Martin Walker, der auch ein Krimiautor ist, ein amerikanischer, schottischer Krimiautor, der im Périgord lebt, also sprich in Frankreich und dort auf Englisch in Frankreich spielende Kriminalromane schreibt. Und ich bin jetzt wie so, wenn ich Glück habe, klappt es nochmal, wie so seine Schweizer Stimme geworden. An Live-Lesungen. Die Hörbücher sind schon beleidigt von einem deutschen Kollegen. Und da kommen wir gerade auf den Punkt, der Hörbuchmarkt interessiert mich wahnsinnig. Aber er ist sehr eng. Also er ist sehr, sehr schwierig zum reinfinden in den Hörbuchmarkt. Ich habe einmal ein Hörbuch gemacht. Das ist aber so, es ist so ein Motivationsbuch von einem Basler. Multimillionär, self-made, wo eine Biografie geschrieben hat und die wollte vertonen. Und das habe ich gelesen. Und das hat Freude gemacht. Aber so in der Belletristikmarkt und so Krimis einlesen oder halt auch andere Romane und so, da arbeite ich noch dran. So, das ist noch etwas, wo die 2 Minuten, die du noch vorig hast in deinem Tag, wo man noch könnte belegen könnte. Das wäre das Projekt, das kannst du dann, auch wenn ich dann mal über 50 bin, dann wird die Stimme auch noch mal ein bisschen anders. Und so. Ja, genau. So wie beim Wein, oder die Stimme wird so ein bisschen reif. Man hofft, wie der Wein gut zu altern. Ja, ja genau. Hey, nein, das ist super. Danke vielmals, dass du da bist und so viel erzählt hast. Aber das ist man kann es ja gut 3-4 Mal schauen. Bis man alles mitgekriegt hat. Das sind lauter Easter Eggs versteckt jetzt da aus deiner Geschichte. Oder? Ja. Gut, super. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war es schon im Kulturtalk mit Nick Schmid. Bis zum nächsten Mal.